Ciao zusammen und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und heute geht es hier ums Zocken. Und zwar habe ich jetzt im November eine coole Game-Bestellung gemacht. Und ich nenne sie eben auch gern meine vorfasnachtliche Game-Bestellung. Weil, ja, für mich ist jetzt schon langsam Vorfasnachtszeit. Und ich habe mich jetzt wirklich schon sehr lang auf die Bestellung gefreut und haben wir also ich bin mir schon bewusst gesehen im Februar, März dass ich genau jetzt im November die Games bestellen werde. Und welche Games das sind, will ich jetzt noch ein bisschen genauer präsentieren. Von dem her geht es jetzt gerade weiter. Okay, jetzt bin ich da also an meinem Schreibtisch und jetzt werde ich die zwei Games, die ich mir jetzt bestellt habe, genauer zeigen. Und das erste, es sind zwei Games. Das erste ist die Game of the Year Version von The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, das wird wirklich episch, das zu spielen. Und ich kann mir immer schon gut vorstellen, dass ich das Spiel mal bestelle. Aber dann haben wir wieder hier von einem DLC gehört und dann dort ein DLC. Und wirklich das letzte Game, das ich vorbestellt habe, das ist jetzt mittlerweile auch schon 3 Jahre her. Und ich habe einfach keinen Sinn dabei gesehen, mir das Game zu bestellen und dann noch irgendwie noch weitere DLCs runterladen. Und deshalb habe ich eben auch gerade auf die Game of the Year Edition gewartet. Weil da kann man eben auch gut sehen, da hat eben alles dabei, wie Hearts of Stone und Blood and Wine und weitere DLCs. Und ich habe mir Videos über das Spiel angeschaut, aber nicht über die Story selber, sondern eher so Trophy-Videos. Und von dem, was ich eben gesehen habe, wird das sicherlich noch ziemlich cool. Und eben jetzt in den nächsten Tagen gibt es eben auch ein paar freie Tage. Und da werde ich das sicher megamäßig zocken. Und das zweite Game, das ich dann noch bestellt habe, ist das hier. Und zwar die PlayStation 4 Version von Rise of the Tomb Raider. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, warum die als allerletzte gekommen ist, wo es ja die PC-Version schon seit dem, glaube Januar gibt. Und ich glaube, die Xbox One-Version gibt es, glaube ich, schon seit mehr als einem Jahr. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich dafür interessiert, warum das jetzt ist. Ich habe einfach gesagt, ja, ich warte einfach, bis es kommt. Und das ist halt eben auch der Vorteil gewesen, dass auch hier wieder alles dabei ist. Mit DLCs. Outfits zum Beispiel auch noch. Und ich habe mir schon ein bisschen von einem Let's Play mal angeschaut von diesem Spiel. Aber viel habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber als grosser Tomb Raider Fan seit dem allerersten Spiel dürfte auch das Game ziemlich viel Spaß machen. Und ja, das Spezielle daran ist eben auch, dass es eigentlich aussieht wie ein Buch. Also nicht wirklich wie eine CD-Hülle, wenn man es rausnimmt. Aber das werde ich jetzt gerade noch in einer nächsten Szene auch noch zeigen. Und zwar auch wie CDs aussehen. Und ich denke, das wäre es dann mal langsam gesehen. Aber das werde ich auf jeden Fall noch zeigen. So, jetzt haben wir also beides noch einmal nebeneinander. Und eben, ich fange zuerst mal hier mit The Witcher an. Und zwar sieht das wie folgt aus innen. Und zwar so. Und so sieht die CD aus. Und sie verschieben sich immer ein bisschen. Ich habe es eigentlich am liebsten immer, wenn die CDs gerade drin sind. Aber es sieht schon richtig cool aus, muss ich sagen.
Das wird auf jeden Fall ziemlich viel Spaß machen. Und eben, wie schon angesprochen, das von Tomb Raider, wo aussieht wie ein Buch. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht ins Bücherregal stelle. Da gibt es halt noch ziemlich viel Artwork, was da auf diesen Seiten hat. Und dann eben zum Schluss kommt dann da eben noch die Game-CD. Und auch die sieht richtig cool aus. Farblich natürlich damit schön abgestimmt. Und ja, man sieht es hier, 20 Jahre gibt es schon Tomb Raider Serie. Und ich habe schon das allererste Spiel vor 20 Jahren gespielt. Und ja, das wäre es jetzt eigentlich gesehen. Mit dem kleinen Video. Ich will es eben auch nicht allzu lang halten. Eben. Es ist nur als kleine Präsentation gedacht, was ich mir da jetzt genau bestellt habe. Für die coole Vorfasnachtszeit, die für mich schon eigentlich am Laufen ist. Und ich denke, das wird eine hammermäßige Vorfasnachtszeit mit 2 richtig coolen Games. Von dem her bedanke ich mich fürs Hineinschauen und bis ein anderes Mal. Genau.